schöne guten Abend an Sie froh, ich begrüßen zu können op einer virtueller Biergerversammlung, einer Informationsversammlung. Leider muss man durch die spezielle Zeit, an der man leben, das alles virtuell machen. Aber wichtig ist, dass für Bürgerinnen und Bürger zu informieren, die Öffentlichkeit zu informieren, wenn wir nächste Etappen aufhängen von einem ganz großen und bedeutenden Chantier, da meine ich, dass der Wert, dass wir das heute organisieren, für die nötigen Informationen zu geben, dass Titel sich darauf erstellen, ob das werden in den nächsten Monaten, für nicht so Jahren, ob wir durchkommen, in Richtung Howald, in Richtung Bande Gasbrüch, in Richtung Clanchtor, also kann ich bald so in den Südwesten von der Stadt. Wir bauen nicht nur den Tram weiter Richtung Bonneweg, Howald, an Donau, Clanchtor, aber wir werden einen ganzen multimodalen Korridor bauen. Da wird eine neue Straße gebaut, den Trafik wird auch besser gehen für den Individualverkehr, für den Auto. Die Thionwitzstraße wird entlastet gehen. Kommen neue Couloirs für die Bussen, Velospisten, also das ganze Konzept, was dann durchstößt, wo wir eben an die nächste Etappe gehen, wo die Chantier aufhängen, Last zu gehen. Ein Teil vom Chantier ist schon am Gange, das ist das meiste Stück der Pont Büchler, der wird bis den Juni von der Straßenbauverwaltung fertig sein. Da wird den normalen Autostrafik schon normal laufen, da wird ob den reservierten neuen Verbrederungen, die gebaut sind, wird Luxtram aufhängen, Gleiser zu legen. Die neue N3, die Hanneland-Steisund geht, aus dem Bau auch am Gangen. Das sind Chantier, die sich schon fortgeschritten. Den neuen Fällen, die wir die schwätzen, wir hauptsächlich über den Trasse, wie da weitergeht, nur Bonneweg Pol d'échange, iwwer den schon noch werden pur verleieren, bis dann eben op Clanchtor, aber das bedeutet an den einzelnen Phasen. Den Nowen auch beimer den Herr von der Macht, den Generaldirektor von Luxtram. Hier werden pur Sachen am Zusammenhang direkt am Chantier vom Tram, an natürlich von der Straßenbauverwaltung als Herr Bielhai, da das den Ingenieur, den zuständig ist für all die Arbeiten am Zusammenhang mit der Straßenbauverwaltung an der dortigen Richtung. Dir wisst 2014 als Tramsgesetz gestimmt gehen für den Tram von der Luxexpo bis auf die Gaszentral zu bauen. Da sind wir fertig, den Tram fehlt ob gern. Da sind auch Alenturen fertig zu machen, wie all die Arbeiten werden definitiv den Sommer aufgeschlossen sind. Und dann kann ich auch schon feststellen, was das bedeutet, wann ein Tram gebaut wird. Denn das ist nicht nur ein Tram, der gebaut wird, sondern dann profitieren wir für den ganzen öffentlichen Raum komplett neu zu gestalten, viel mehr schön zu machen, wie er war. Ich meine, wenn ihr die Avenue de la Liberté haut guckt, wenn immer eine schöne Avenue, aber ich meine ganz klar, so wie es lo wird gestaltet sind, wenn es fertig ist, auch der Pariser Platz, der Platz auf drun, dann wird das wirklich ganz anders Bild tun. Und da wird profitiert für auch an einem Reso neu zu machen. Also wir präparieren am Anfang den ganzen öffentlichen Raum für die nächsten 50 Jahre, kann ich mal sagen, dafür also aufgeschlossen. Da ist Gesetz, also du man da aufgeschlossen, wer 2014 von der Chambre gestimmt ist. An den 13. Dezember ist ein Tram, wie gesagt, an Betrieb gegangen, 10 Reihen, 5 Pol d'échangen, wo échangiert wird mit Zug, mit Auto und so weiter. An dann ist 2017 natürlich ein zweites Gesetz gestimmt, die schon für die Extensionen von dem ersten Tramsnetz, und zwar die Extension auf der Findel, und dann aber auch natürlich den Tronçon Richtung Clanchtor. Und wir bauen nur den ersten, den Tronçon C, der geht von der Gare ob dem Pol d'échange Bonneweg, den also schon am Bau, schon das schon gesagt. Wir könnten kommen als nächstes Arbeiten, die fängt nur am Frühjahr run, für die Straße bearbeiten, notamment eben vom Pont Uschler, die sind schon am Gangen. Und dann könnten Tronçon D, und das ist den, die man nur spezifisch für den Drobago, und das Richtung vom Bonneweger Pol d'échange bis auf Gasbrüch rup, wo nachher insgesamt auch 3 Reihen werden beikommen, an 2 Pol d'échangen, darunter ein komplett neue Gare im Howald, die gebaut wird, Richtung Bande Gasbrüch, Richtung Clanchtor. Vom Pol d'échange Bonneweg, habe gesehen, auf dem Slide geht das dann bei der Bonneweger Lycée, den spätestens am September nächstes Jahr die Pol d'échange in Betrieb geht. Da haben wir 3,7 Kilometer Tramschienen verlöscht. Da kommen noch 2 Arrêts bei. Und da geht es das Jahr danach weiter Richtung Clanchtor für den Terminus eben zu machen.
Mais wie immer als wie gesagt, Tramsextension viel méi just wie eng Tramstreck ze verlängeren, dat gesit er schon um dem Bild dat ich Bild war der gesit. Et Gelegenheit gower Graf fir Wëllerspisten ëmsteichplattformen ze bauen, nei gare Karimer ze planen. De gesamte Streelse Reso gëtt nei organiséiert, gëtt hersech an der Judiciaire gëtt Stross mi breet gebert, Speder kën donnner an han runn natilech de Kontournement vun Hesper allzing die wir net vergessen, wann man de Kontournement vun Hesper allzing bis bauen oder wann man de gänge bauen on State Sachen, die man Heimmann an Vierfeld, da ging de ke sinn gin, da ging der do an den Nädele landen, also da ging d'Autofuer oder Bussen an alles ging näieren zi kommen. Dat hicht doch dommer dat ze dienen an Gelegenheet gët der Grafik fir dat alles ze machen. Das ebe wie gesagt, ein multimodale Projekt, den hannen drchtecht, den en gewaltige Sprungwert ginn an der Qualität fir die Quartier Bonewech Howald, Ban de Gasprech Kloster, so gut fir Dawunner wie awer auch die Betrieber, die Kommerzen, die do sinn, die Leiit, die do mussssen schaffen. An wir fenken nun mam ëmsteigen Punkt Bonewech, wo am September 2022 töchte Bus an Tram kann ëmgeklomme ginn. Dat hecht dat Dawunner vum Howald dann de nächsten Achse op de Städter Tram kreien. Mir net si, dat auch ganz viel Bussen, die vun aus dem Orsugur vun der Muselsgegent draufkommen, die oder vum Raum Reiser Alzing Hesper, weil der Natur den alles déi Busline wetten immens profitéieren vun dem neien Pol d'Echange, fir do kënne bequem op den Tram ëmzesteigen. Dem nächste Bild gesit an mir eng Detail Durchstellung vun dem Pol d'Echange, wo hiken wie dat ausgesäit an der Zukunft. De Staat bereet aktuell nach Driwer fir die Parzell iwwer dem Pol d'Echange sinnvoll ze entwickeln noch, dat hecht dat net einfach eng Busgäget, mit dat die auch iwben urbanistisch mat Liwen gefëllt get, dann egal wéi, werd och eng Zustationun komme vum Tram fir d' Versøchung vum Tram am Strom sech zu stellen, die gëtt natürlich ënnerredeg gelech die Gesäit in henno gonnet iwwer irdech. An dann sinn noch lokaler fir gesinn fir Trams schofere, weil do werden der henno heren Terminus do hunn fir d Linnen, die geplant sinn, an och van den Tram do no weiter op d'Kloster fir an de Pol d'Echange hun dat schon gesot, dat gëtt ganz fichten, die dote fir Busline vum RGTR Freising Hesper iwwer die iwwer Rotation wie Haut anstaat rafuen, die wetten ganz viel den Dopol d'Echange fuhren, an dat gëtt enge mense Liichterung fir d Leiit, die vun do komme, weil se vun Dom am Tram ganz séier iwwerall an der Staat hikommen. No Pol d'Echange, dat gi op dem nächste Bild, da geht et wo Bonewech beit den Tram dann iwwer Tru Orchiment an den Rang W an. Wa man dann méi Richtung Howald ginn, komme man an den Bereich, den der Gesithai Rot durchgestalt, dem menggen Ingenieuren natürlich viel Kap zerbreches mcht so gut vun der Pont Chaussee, méwer auch vu Luxtram. Well hai left egentéi alles ze summen war den Anfang net unbedingt vëll ze summen hu, wann den selbst für Projekt Mächen eng schwierig Topografie, Begrenzung durch Steisebun, die op der anderen Seite da wunner natürlich viel Trafik, den Haut schon do an so klassischen wie nennende Flaschenhals, die man muss versichern ze entkrampfen, wann immer so wild durchstellen. An dat gesit dann noch auf dem Highbild ha se gross erbechte nedig iwwer den Herr Biel wet nach an Detail Drobago und Herrno als Ingenieur Chef vun der Division des Travaux neuf vun den Pont et Chaussee. Mei wichtig fir méch as Hai, dats den Tram steierungsfrei an Zon d'Aktivité kënnen an dawunner firm Kamedi geschützt ginn, do kom man noch opzreck. Do hunn noch eng Reif froh, iwwer schon rakrit zu dem Thema, die können wir all kann ich schon so ganz positiv beantworten. An dürfen humor een intelligent Stützmauer fir gesinn, déi de Kamedi absorbéiert fir Triveren, die as enger Gesamt lengt fir gesi vun 250 Meter kommen en no nach Oktober zreck. Den nächsten gräeren Chantier, den an paar Wochen dann uleft, da so die steht hab, da das Verreckler vun der Drossbech, an dort zu geheieren natürlich auch
Dofässer meester ze gehen, dat hiech nei Opfangbecken ze bauen fir Dofässer, weil man och sos Überschwemmungsprobleme hunn kreien. Da das wichtig fir du no können an enger zweter Chantier fest de ganze Rang W können ze verändern an die Tramsplattform op dat ganz viel ze breden. Also as dat als sebechte wetten am Freijoer Lasgrund in d'Ausschreibungen sinn so gut wie aufgeschloss. Dann könnt Donno weitere große Chantier hannen run, dat gëtt den zweite Roer ënner der Eiswohner durch vier Richtung den hautnere Raum vor Glugas, den an Zukunft gebaut gët an eng gräser Kreizung fir ab Gasbrich können ze fuhren. Ha gëtt niwen dem aktuellen Tunnel eng nei ënnerfeierung gebaut as eng Zzweet, mat 12 Herspuren fir den Auto an noch een Schemmer mixt, also da konnten sie nach der Platz fir d'Wëlue nach Fußgänger fir gesund, die do haut vimi schwéier hunn. Also wieso das in zweiten ha sie da nach eng grafisch Durchstellung do vunner an der Kupp sind die zwo Feierungen die Haut schon do ass an die an den nächste Moment gebaut gëtt relativ ähnlich wie sie abgebaut sind dann niemand der Stroß gëtt wie gesot dann Passage fir gesinn fir Fußgänger an noch Twellungsfuer die drinnner könne fuhr fir der könne profitieren an dann will schon nach so wichtig as das fir an de Band de Gasbrich an der Pulver zu kommen fir de Wëlle vor an de Fußgänger wann dann do rauskommen der frodere Haut. Ja, da sitzt du an enger riesiger Kreizung. Wie kommen es dann vun do die anderen Seite an de Band de Gasbrich? Du werde her nur gesinn den Herr Biel huet do an engem vu se Plä dran. Do gëtt eng Breck gebaut, eng Flottbreck, die geht iwwer die Kreizung wäsch, direkt vun Hammer dem Rang wie un fir Vëllosfuer fir Fußgänger an die feiert dann Vëllosfuer an Fußgänger relativ bequem iwwer Strose wäsch, die einerseits an de Band de Gasbrich an de kartige Gasbrich ran, dat hiet Bauen sech net mit ze ploen an ze quäle fir de stecken Trafik do an Wëlle zu fuhren oder zu go, dat alles dann vir gesinn. Voilà, dat so ging ich so an den sowertuelen bëstelchen den einfachsten Energiemedeel. Lo kommen wir zu den mir komplizierten Deler fir Wert, weil man auch do natürlich muss oder sech Rechnung drohen, dat da kommen nach mé an den urbane Raum ran wat net wunnen du bleib auch nach Betrieber, die do sinn, du gëtt an Prisen, Diskussionen an das wie gesot den zweten Deel, dat gesit lo dann eng Gehai op dem Bild, wann man dann weiter eben an zu Aktivität vom Howald gin, dat hier bekommen an Trüdes hier. Die muss verbredert gin, fir dat man alles dat besser hikreien wie haut. Hagett dem gesamte Strosseraum verbredert, können eng Tramsplattform mat engem Array so wie genug och genug Platz du hinnner fir Fußgänger an noch eng kom noch Fotospisten du hinnner alles Status do fir gesinn. Die hut haut eng zweespurisch Stroß eng schmul, dat se den schon do war. An de Gesitei gestrichelt, Mof durchgestalt, wo Grenz haut das vun der zukünftiger Rüdesia ass. Wie gëtt dat so breet, man dat fährt mal lo in den nächste Bilder gesinn, warschmengen Echensmol muss wëssen, mir wëllen henno de grofen Verkeier vun der Tierenwildstroos joch an den dote Bereich kreien. Fin allem as Fluiditéit haut wirklich schlecht du hast immens Entwicklungspotenzial auch op denen Flächen do fir wat du alles nach gebaut gin Terra vun der Gemeng Hesper. An da gesit der hai zwe Bilder Uwen gesit er wéi trudis ja soll ausgesi wann net definitiv fertig ass. Dat hicht gesit du zum Tennis hin brauchen als echte Mo Platz fir d Fußgänger a fir eng egestännech Fotospis do fir gesinn an Dono kommen. De Käie vun Tramsaré Rüdesia, dat hircht den Heger so Tramsaresia, mat den Tramschinnen. An da kënnt eng Stroos 2x2 Spuren mat Lingsofbeier, sowie och ëm eng Wëllospist an den Trottoir selbstverständlich op der einerseits. Wir sind aktuell so an Diskussionen mat de Proprietäre vun denen Terrain, och Rangweh. Du hast noch net alles aufgeschlossen, mit hunn awer ganz konstruktiv Gespräche, muss ich so mat all de Proprietären, die do betraff sind. Muss natürlich gucken, wie man denen noch können hëllefen, fir dat alles klappt. Je nachdem wie die Gespräche an den nächste Wochen natürlich am Ende verlaufen, da bitten sich pur Optionen an der dort Stroß. Ich verhemlich nicht aber nicht, dat werde gesehen, dass ich natürlich hoffen, dass bei eins gehen op eng Optionen, weil da das natürlich mengt viel zu reden, so gut für Eis,
die no muss gucken, dass der Verkehr rollt, mir wäre auch für die Einzelnen, die betroffen sind, ganz sicherlich die favorabelste Lesung. Gëtt awer eng aner provisorisch, die werde ich dann noch firstellen. Die gesit hai ënnen die Echtméiglechkeet, dats dat Bild ënnen drënner vun engem Provisorium, déi geng auch erläben, dat dat lebt zum Beispiel vun der Firma Feit an enger eischter Verskenten stoe bleiwen. Dann ass hai 4 gesinn nëtz 2x2 Spuren fir den Auto ze bauen, direkt wie dat an der Schlussfessel sieht, wieder op dem Bild den River gesetz. Mei dann eben nach mat 2 Spure fir den Auto zu, so wie d'Hautdampfung ass, op der ganze Längt vun 290 Meter. Dat ging da bedeiten natürlich, dat den Tram an Plattform alles kind gebaut gin, de kem Anfang dabei. Den Arré ging auch gebaut gin, den Tram ging auch direkt halen. Das de Straßeraum, wenn net definitiv gebaut, wie en Schluss ass, wo man Jochëllen méi Fluiditéit krémer 2x2 Spuren mat den Ofbeierspuren. Eng weider Méigkeet vun engem Provisorium aus den Heiten, das natürlich stei vimi defavorabel Variant, mit das war me net gegen eens gin, wärmer gezwungen, die dote Variant ze wieelen an der Iwergangszeit am Provisorium natürlichmmer vu Provisorien, dann ziel ass dat Eichtbild bei der Uwe gesinn huet, wie gesot vu der Raum so abgedeelt dass du se der Uwenëm enke die definitiv fridesier, also dat jewe spielt das wie Hanno definitiv soll sinn. An an ënnen eng Variant, de mis ergéiert gin, war als bis ze Summer des Joer go net gegen eens gin a Punkto an Prisen. Dat hicht wann man net zu enger Konvention kämen, zum Beispiel mat enger Entreprise an so weiter, dann misste man dann op den Heite we goen, fir dat mal weiterkommen. Da mis man der Rue des provisorisch mat Luchten op enger Spur fir den Auto zreckbauen an och den Tram, de kennt nimmen an enger Iwergangsfahrt syst egeleisig op dem Deel do fuhren an den Arré Rue des Sia, de man do wolle bauen, die kennt man natürlich auch net bauen, techen Tram ging ein Schüster durchfuhren. Ich hoffe, wie gesagt, dat man net muss op die Zreckgreifen, ich meng dat wär sicherlich erkengem segem Änre, egal wéi, wir muss weiterkommen mat in de Projekt ha, wir sind lo mat de Planungen gut weiterkommen bis lo an Schmengen ha gehtt rums d'Entwicklung vun dem gesamte Gebiet Howald, Gasbrech, Klostor, vun Awohner, vu Wuningen, die gebaut, vu Büro, die so vun Leiit die Haut schon durchschaffen, die Schwierigkeiten nun op ihr Arbeitsplatz zu kommen, vun Verkeier, der ganz schlecht geht, an Fall mein absolute politische Wille, die schon immer gesot, für all die Projekte, die multimodal Approche zu bauen, weil ich überzeugt bin, dass als der Band der Gasberichten Howald früher oder später zu Summe bricht in dem Verkehr an Schmengen. Das wäre einfach schuld, weil der ganze Quartier Howald, der ganze Quartier Gasbericht, das hat aber alles nach Potenzial. An die Leute, die du all der schaffen musst gehen, die werden Santa Jure schon ob eine reale Alternative, zum Beispiel auch zum Auto, dürfen als Mengen Pflicht, aber falls wir dann mal weiterkommen. Und damit haben Sie die nächste Bilder damit von der Rue des Sia, bei den Tram dann Richtung Gasbridge River, das heißt, da gehen wir dann Richtung Gasbridge für an der Bahn der Gasbridge Richtung Klostor zu kommen. Und da kommt natürlich einen neuen zusätzlichen Pool d'échange. Das ging so von den bedeutendsten, den im ganzen Trams Trassier von Neuen, die man bauen, leidet. Da gibt nicht nur ein Pool d'échange einfach gebaut am Bus, weil du kannst einen Bus gehen hin auf die eine Seite, aber du kannst einen ganz neuen gehen, du hast schon Quai da, du kannst in zweite Quai bei, da gehen 2 Mittelquai gebaut, also das gibt nur einen enorm wichtigen Échange zwischen Zug, Tram und Bus. Da seht ihr ein Bild, wie das nur wird ausgesehen, wenn es fertig ist. Den Tram, der Bus, der Velo, der Fußgänger, die kriegt über eine neue Brücke, die gebaut wird. Da sind wir auch, da wird der Bau gleich gehen. Das heißt, wir schaffen nicht nur an dem innersten Teil, wir schaffen natürlich auch schon an dem ewigen Teil. An der Tisch wird geschehen, dass die Brücke gebaut wird, für rüber zu kommen auf Gasbridge. Und dann bieten sich natürlich enorm Umsteigemöglichkeiten. Die Klienten auf dem öffentlichen Transport können direkt vom Tram auf dem Bus rüber auf die Quai von der Zerwell und auch umgedreht sich deplacieren. Hier ist nach ein anderes Bild. Den Arré Howald wird umgebaut, wie gesagt, nur 2 Mittelquaien, a Platz haut Quai. Zisch, die werden auch immens an Rob gesteigert gehen, also spätestens 2028, dann hat der dort der 5 Minuten Takt am Zug. Das heißt, die hat alle 5 Minuten könnt einen Zug gefahren.
an die huet net immer Mechkeet op Ger zentral zu fuhren, mir die könnt och Kirchbiersch fuhr, weil die könnt vun do dann Dummeldennger gar auffuhren, da sind die Käen noch an der Stadt Lützeburg zusätzlich Gleiser do fertig bei dem Ausbau an da kann ich von do op Dummelding fuhren do op zack op de Kirchbiersch Tisch kann ich op Dummelding fuhren oder sogar nach später hin auch nach weiter, weil man durchgebonnen sich machen Richtung Mir-Jettelbreg, also die sieht eigentlich hey, dat den all die Projekte, die man im Moment bauen, nie kann isoliert gucken, net kann ich net so bauen, die just in Tram, ne, wir bauen eng ganz Multitude vun neue Verkehrsmeigkeeten Mëttlen, fir dat den Hanno kann multimodell iwwerall hikommen. Ken die net so méiäit goen soen, dat Joch wann Hanno nach den Boulevard de Merle oder de Boulevard de Sassange fertig ass an dann de Park entreit Uwen op der Kloster, da kann Di nur noch vun der Seite vun Richtung mam Auto bis op de Park entreit, da kann den dopen Traum kommen. Also to den immens vielfältig Meigkeeten do. Wir bauen noch haiwwer se Wëllos Parking dabei bei der triertste administrativgebei wat zerwel du werd hier richten. Buska Howald, die gëtt natürlich auch wichtig am ganzen RGTS-Regio ha der Bilder, die man an net gewissen, hoe wie der dann Zukunft fährt ausgesinn, die ganz frisch die Bilder frisch aus der Dreckerei, aus der 3D-Printer kommen, dat das den RGTS-Regio hauptsächlich Bussen die Richtung Frankreich, Freising oder Flughafen, mir auch sogar Remisch oder Munref, die werden Hanno do auffuhren, der Tisch von der die hut Hanno, das natürlich viele Leute, die dann aus dem Osten kommen, von der Musselsgegend oder Munref zum Beispiel, von Remisch oder Munref zum Beispiel, die können ob die dote gar fuhren, hu von do allbeigkeit sie kommen an Findel von do, also tut dir wirklich formidabel Mekete von do aus. Wann enke den schnellen Tram hätte als bis Basch können den so gut theoretisch und nach theoretisch mehr praktisch kann von do an Basch kommen, also kann den Ball überall an alle Richtungen am Land auffuhren, wann ihr da vom Osten könnt. Heiner immer die pur die Chance als Plan durchgestalt, das ist einfach ein grafischer, schematischer Plan. Du siehst da innen, dat méi dunkel brongelt sich, da das Busse gar, und dann natürlich oder auf der anderen Seite Zerwelsgar an Owen River natürlich die neue Breck, die gebaut wird, die kommen schon enke. Und noch hei, wo man natürlich ein Problem von Emprisen an dem Durchsteck. Grosse mit Hunnaverreen auch do hummer eng Taschelesung, do werd die Breck gebaut gin direkt an der terminaler Vers, also mat Busspur drop, 2 Gleise fir den Zugfëllerspisten an Fausgänger, méi hanner der Breck op dem Klänge steckt dann bis en leng Sabeit an Trudécia, werd den Tram am Ufang am Provisorium egeleisig fuhren op enger Leng vun 280 Meter, dat so an der Exploatioun vum Tram an dem Dotesteck noch net so kompliceéiert fir dat ze machen, mit natürlich brauch man enke zwegleisig Ziel as Jo Hai no am Spëzestonnen am 3-Minuten-Takt zu fuhren am Tram, wenn man natürlich nem Egeleisung pack man natürlich keinen 3-Minuten-Takt, da muss ich als Kompromiss am Ufangfle dann so fuhren. Wir hoffen natürlich auch do, dat man mat dem Privatleit mat dem Promot also mat de Leiit, die die Terra hunn nach eens ginn, da ma awer direkt können die Zweegleise bleiben. Wir wollen, wenn man wolle weiterkommen, wo eng provisorisch Lesung gesicht, fir dat man ons dat man die Terra brauchen, iwwer de Band de Gasbrich kommen op die einer Seite, fir dat man dann bei die iwwer die Y-Breck kommen, da de Flotten Overrager datcht an der Euroschleessen ha gesinn die Breck, dat ass déi, die daneben vum Howald River op de Band de Gasbrich heiert, fir de Greckbreck mit de Gesetze, die as gesplegt, dat hicht die Hut am Fong eng Ofzweigung noriert, dat ass fir d'Wëllefuer an Fausgänger. Du konnt op der Rezer seit geduch den neue Lisse gebaut, dat hicht das Lisse, die man vom Lampersbech transferieren, die du hin, das die Lisse Technik du Centre, die könnt nämlich du hin, so dat dann wann Schüler zum Beispiel rausklemmen, ob der Gär, ob du Busse gär, ob dem Tram oder am Bus van der Rëmmer am Zug, dat ze bequem zu Fuß 3 River an ihre Liste gehen, an net nach mussssen durch Bussen organisiert gehen, auch Wëllosfuer kommen iwwer die Breg River. An da auch die Breck, die lo als seich gebaut gehen, du hast auch d'Ausschreibung schon so gut wie also das gelaf, also du werd de Bau gleich las go. Und dann de Schluss natürlich Ziel als fir bis do hin zu kommen, wo der dat Bild gesit, da das Kloster do sind Planungen an derbechte noch schon am Läfen en Deel as schon fertig. Parkhauser lo am Bau.
Das ist natürlich wichtig. Pol de Chance gesehen doch do eng Busse ger dabei. Du hast Park anreit für 2000 Auto, den denken da ist natürlich auch an Zukunft, wann Fußballmatscher Stadion sind zusätzlich nach dofir. Dann natürlich du wirst mir sich schon am Gang zu planen wie von do mat dem multimodale Korridor nach weitersfuhr Richtung im Süden Faits an den Äschener Belval. Dat hecht dats dat ich gesot hun noget der dote verbonnen mam Süden vum Land net immer mam Tram, mé och Mambus, mat dem Auto, alles dat wat dazu geheiert zu eng multimodalen Korridor eng Willows Express. Pist gebaute Bech, sodat man dummer dat den Zentrum am Süden iwwer de multimodale Korridor extrem gut mat den verbannen. Aber man dat alles bis enke Pferde schon mir hunn ein ambitiöses Ziel für 2021 auch schon Richtung Süden in der fertig zu hunn. Die Stadt soll ja alles bis 2023 fertig sind. Aber wenn man das ambitiöses Ziel gehalten kriegen, da wird man einen riesen Qualitätssprung machen an der Mobilität an dem Land. In allem natürlich für 2 Regionen, das ist das Zentrum an den Süden, aber auch nicht nur für die, auch für die, all die vorbeizukommen, ob das aus dem Norden oder vom Osten ist oder von dem grenzüberschreitenden Verkehr, weil die ja alle Möglichkeiten für verschiedene andere Kanäle, die wir darunter ausschließen, auch dann drinnen zu kommen. Also das ist ein riesen Qualitätssprung, den wir da werden machen. Und da ging ich noch mal aufschließen, da ging ich dem Herr Biel, bitten raufzukommen, für das hier als ein bisschen mit technisch Ingenieursdetailer weist, am Zusammenhang am Chantier Howard. Herr Biel. Voilà, ich gebe da weiterführen und erst dann für Details gehen zu dem mehr technischen. Wie den Herr Minister schon gesagt hat, das ganze Projekt ist am Anfang ein Puzzlestück aus lauter aus einer Multitude von einzelnen Chantiers, wo verschiedene schon am Gang sind. Wie gesagt, der Chantier von Pont Büchler, der Chantier von der neuen N3, das sind am Anfang diskrete Projekte, wo hauptsächlich von der neuen N3, das ist ein diskretes Projekt, weil ein Handel lernt, ob ein Terrain weg ist, wo das Publikum nicht viel Mandat kriegt. Die vom Pont Büchler Mann am mehr Woche, da gesagt ihnen aber vielleicht, wie gut das läuft, weil die Leute von am Anfang können sich immens viel Sorge gemacht, dass das Verkehrschaos gehen, aber wenn man aber guckt, wie die Chantier aufläuft, gesagt ihnen aber, dass das relativ gut geht und auch nicht für zu viel Misere am Verkehr losgeht. Du gesehen dann am Anfang vorhaftig Störgestalt an all die einzelnen Etappen von dem ganzen Projekt von der neuen N3. Heißt dann was der Herr Minister auch schon angeschaut hat, die Deviation von der Drousbusch, das ist am Anfang den nächsten Teil von der Rue des Sillars. Ursprünglich war am Anfang geplant für das ganze Projekt von der Rue des Sillars alles an enger Kette zu machen. Das heißt sowohl Drousbusch, die Einzelfrançagen, Matavoirie, bedingt durch verschiedene Empriseprobleme an anderen du gedacht, da kommen wir mal mit dem, was wir können bauen, notamment dann die Deviation von der Drousbusch an die Einzelfrançagen. Ich habe gesagt, dann was das alles bedeutet. Dicke Blut durchgestaltet, das ist der neue Verlauf von der Drousbusch. Und dann parallel dazu gehen noch 3 große Françagen gemacht. Ein, der geht quer rüber unter der Eisenbahn. Ein zweiten, der lebt parallel zur Eisenbahn, hat dem Cactus Hobby. Und dann ist noch ein anderen, den am Anfang an der Rue des Sillars. Die Françagen, das sind auch so ein mal relativ diskret Chantier, wo die Leute nicht viel gesteuert sind. Da man der Welt unterirdisch Arbeiten sehen, da geht auf enger Platz gehen große Kummer gebaut, ganz lokal, und dann geht unterirdisch mit einer von ganz großer Bohrmaschine geht unterirdisch in einen Tunnel gebaut. Für die Deviation von der Drousbusch, da sind größere Terrassementsarbeiten nötig, wo am Vierfeld Pieux müssen gemacht gehen. Da gehen über 1000 Pieux müssen da gebohrt gehen und muss relativ tief terrassiert gehen. Mehr Woche sind wir zuversichtlich, dass das aber in gute Verhältnisse kann gehen. Natürlich, aber ehe die Arbeiten aufhängen, wird ein Ekran gebaut, ein provisorischer Ekran in erster Phase, für das die Leute mal
awer während dem Chantier och schon net gestéiert sinn oder so man wie méich gestéiert sinn vun den Arbechten. Dono wann d'Arbechten dann aufgeschloss sinn, dann kënnt die definitive Schallschutzwand, die rund 3 Meter wert héich sinn, op enger Längt vun 250 Meter, fir dat Leiit dann noch awer herno so gut wie méiglech vum Tram an noch vum Autosverkeier also ongesteiert bleiwen. Eige seit in dann Anfang an der Kupp, wie dat am definitiven Ausbau soll ausgesinn, dat neit Bett vun der Drosbusch, dat kënnt ënner den Tram leiien an Rietst du vun der seit in dann Anfang die Schallschutzwand, déi dann enker do op d'Krät vun der Mauer kënnt, die muss gemerk gin. Dat hast dann dat fir dann den definitiven Ausbau mat de 4 Spuren, 4 Autosspuren op der Rue des Sierres an den Tram, den dann noch normal gif an 2 Richtungen fuhren. Voilà, se dann nach eng zweet Kupp och vum Chantier, wo er gesäit ënnen op dem Bild se die grosse Bohrmaschinen, die am Fong die Pieuen mëcht, fir dats man dann zwischen dee Pieue kënnen rausterrasseieren an dat de neien ënnerirdeschen Uwrach bauen fir d'Rosbusch. An dann noch den provisorischen Schallschutz oder Chantierschutz, den man dann werte bauen an enger éischter Phase, a wann man da ganz fertig die Gift den wäsch geholt gin an den definitiven Schallschutzgift dann du hinnnerkommen. Heute seiden dat dann enker am Detail. Ich du effektiv du musst Dave terrasseiert gin, Drosbusch werd op ihrer Davester Platz 10 Meter ënner dem definitiven Terra naturell leien. Den Uwrach an dem se draleit, den huet eng Ofmessunge vun quasi quadratischen Durchmesser do so nach een Kontrollschacht, de mat gebaut gëtt, wo je kann durch trëppeln, also dat schon etwas Gewaltiges. Trotzdem sinn awer während den Arbechten ginn permanent Komédismesungen gemerk, Vibrationsmesungen, sinn noch Etat des lieux gemerk gin lo am Vierfeld, fir einfach sicherzustellen, dats die Arbechten awer do kënnen so oflaffen, dats die Leiit, die direkt rundrem wohnen, dats déise Mann wie méich gesteiert ginn. Voilà, se dat an enger Vue och die ganze Längt vun dem Uwrach an noch de Schallschutz wo kënnt, an noch die aner Arbechten, die do an dem Eck noch sinn. Zum Beispiel gesäit den verschiedene Groschantieren, die läfen an d'Leiiträmer Näichstoff vun de Mat, wie lo zum Beispiel den zweeten Tunnelrang W, den ass schon am Bau, an dat gesäit Di wann en duerch de Rand per Glück fiiert, Richtung Staat gesäiten op der Reetzer Säit gëtt den Tunnel grad gebaut, an Dii wett Osteren an der Ostervakanz gëtt den wären 2 Wochen gëtt den dann op seg definitiv Platz gedrégt. Dat heecht dat kinnnech lo firstellen man wann du den zweeten Tunnelrang W gebaut gëtt, dat gëtt en Katastroph méi probieren du immer an allem fir die beste Lesung ze fannen, fir dat Leiit ze Mann wie méich gestéiert sinn. Ha se dat dann necker lo am Fasäg den ganzen Oflaf vun den einzelnen Etappen, dat do sinn am Fong lowig just die Etappen am Raum vun der Rue des Sierres respektiv Howald, wo lo am Lafe sinn oder wo kommen neu en 3 Phase 2 nennen man dat versehnt, dats de Pombüchler, wo man gedenken, dats déi Ende des Joers fir fertig sinn, den Tunnelrang W den och am Gang ass, den werd och Ende des Joers oder Ufang nächst Joer kënne fertig sinn. An dann ass die nächste Lose, wo lo werden ufennken, die werden quasi parallel dann ufennken, dat ass dann eben an der Rue des Sierres, die Arbechten woch lo erwähnt hunn, Deviatioun vun der Drosbusch an die Insel Fransagen, dat soll lo ulafen. An och wie gesot de ganze Pol de Chanchowald an de Pont Y. Dat wat lo direkt wett lafen. Während dem eng Etappfleicht wo raus sech a 4 ze hiwen ass, dat ass die Etapp, wo man Kreizung ënnen
am Rang W drüber geht an den Tunnel Rang W, wenn wir do schaffen, du muss relativ tief terrassiert gehen. Do wird man eng fast kreen, wo d'Stroos vielleicht muss gespart gehen oder eng Deviation muss kommen. Do si ma am gang zu gucken, dass wenn wir dat machen, dass dann op der neue N3 déi awer dann zum Deler Betrieb ass fir das Leiit vum Howald awer iwwer die neue N3 dann hire Wee fannen, fir dannrem zréck ze kommen Richtung Gasbruch. Eng allerlächt Etapp an dem ganzen Pësselsteck, dat wär dann herno de Reaménagement vum Rond-Point Glück, déi wie den Herr Minister schon gesot huet, an eng Kreizung ëmgebaut gëtt, awer eng Kreizung mat engem ënnerirdeschen Bypass, fir dats de Verkeier aus der Stadt raus relativ einfach sei Wee dann op d'Autobahn fënnt. Prioritéit war bei dem ganzen Fassage vun den einzelnen Arbeitsstunden fir so schnell wie méich so einen schummelnden Tram bis op Klostor zu bringen, weil dat am Anfang die grosse Verkehrsverbesserung bringt. An du geguckt, wie dass man déi Arbeitsstunden, die lo net so prioritär wären, dass man déi gifen no hannen drecken. Dann van dann nach de Fraach fertig ass an déi Arbeitsstunden, da gif d'Varieempfang an der Rue des Sillars, da gif déi fertig gemacht gin, wo dann direkt am Uschloss dann am Fong den Tram kann mat zingen Infrastrukturen aufhängen, fir dats dann am Lauf vom Joar 23 den Tram dann de Seiwee fënnt fir bis op Klostor. Und da giwe dann lo d'Wuet weitergin und den Herr van der Mark. Merci, Monsieur Bill. Je crois que son exposé montre à quel point les ponts et chaussées sont investis d'un projet extrêmement complexe à réaliser, avec des ouvrages d'art très spécifiques. Et cette complexité, elle est aussi liée aux nombreuses interfaces qu'on sait gérer avec les ponts et chaussées. Et je crois que les derniers tronçons que nous avons réalisés ont montré la qualité de notre travail en coordination entre l'Uxtram et les ponts et chaussées. Et bien évidemment, ce nouveau tronçon entre la gare centrale et la Cloche d'Or s'inscrit complètement dans cette idée. Ce tronçon gare centrale est pour nous divisé en deux sections. D'abord le tronçon C entre la gare centrale et Bonnevoie. Là, sur ce tronçon, les appels d'offres ont déjà été lancés l'année dernière, en 2020. Nous avons déjà désigné les entreprises et signé les contrats pour construire ce tronçon. Et d'ailleurs, les premiers travaux vont démarrer dès le mois d'avril et nous espérons, au courant de l'été là qui arrive, donc l'été 2021, poser les premiers rails. Et Monsieur le ministre l'a dit, notre objectif, c'est de pouvoir mettre en service en septembre 2022. Ensuite, après Bonnevoie, nous avons une seconde section, ce qu'on appelait le tronçon D, qui est le tronçon entre Bonnevoie et Cloche d'Or, qui va desservir évidemment un pôle extrêmement important qui est le pôle Howald, mais aussi le pôle Cloche d'Or, avec toute une série de correspondances avec les bus, les trains, bien sûr des parkings relais. Le début des travaux est prévu au premier semestre 2022 avec une mise en service de l'ensemble donc, de cette ligne au courant du second semestre 2023. Monsieur le ministre l'a dit, nous serons très inventifs pour préserver ce calendrier. Et nous avons effectivement un certain nombre d'acquisitions foncières à mener, mais quel que soit le rythme de ces acquisitions, nous avons trouvé toutes les solutions pour assurer que le tramway puisse, en toutes circonstances, circuler à cette échéance. Et si nous avons des petits morceaux ou des petits tronçons en voie unique, eh ben, ce sera au fond, pendant une période limitée, un fonctionnement tel que nous connaissons déjà au moment de la Chaubourg, puisque entre la station Grand Théâtre et Faïencerie, au mois d'août, nous exploitons sur une voie unique. Et donc, si nous devons réaliser une voie unique dans ce tronçon, eh bien, nous exploiterons de la même manière notre tramway. Donc voilà, Monsieur le Ministre, ce que je voulais dire à ce stade. Voilà, ich will an dem Herr Biel an dem Herr van der Mark Merci soen vielleicht nach eng Informationen, die ganz
PowerPoint, die können der selbstverständlich im Site vom Minister auflöden. Der steht kann sich da nach daheim gucken. Wann Froen nach Dono de Leiit sollen afhalen, ich mengen dat man jo net am Publikum leider könne sinn. Wer dat natürlich méi dynamisch van dat frohen Re können stellen, da kann man sagt beantworten an fallen eng sich nach Sachen an durch die Präsentation, die lo gemerkt ass op der E-Mail-Adress kommunikation@mmtp.eta.lu könnt auch nach frohen raschecken. An selbstverständlich kriegt die auch nach noträgig beantwortet. Und wir werden noch alt frohen an den Antworten, die Gestalt gesehen sind, eng Reihe schon schriftlich rakommt am Vierfeld von der Sendung an Orlo noch während der Sendung sind runterkommen. Die werden wir alle live beantworten, wie all die Frohen und all die Antworten, die kommen, die publizieren wir auch transparent öffentlich bei diesem Site, dass allen stehen kann nur lesen. Ich ging nur proposieren, dass den Frank van Steenkies, den Maderbestrass von mir am Ministerium der Planifikation von der Mobilität, die beiden auch noch präsent als für Luxtram, den werden wir froh vier lesen. Und dann probieren wir die als beantworten, die durch schriftlich rauskommen sind, aber wieso sind die schon ein paar während der Sendung rauskommen, die werden wir auch selbstverständlich beantworten. Frank. Gut, merci Herr Minister. Wir gucken ein kleinen Frohen ran. Die erste Frage ist, ich wollte mich gerne informieren, wer für einen Impact es gibt für die Häuser mit Gärten und Garage aus der Rue Eugène Welter zum Howald, die einen direkten Zugang auf die Straßenrang haben. Gehen die Garagen mit Gärten aufgeschafft, aber ja, was sind Solutionen für die Anwohner von den betreffenden Häusern? Also evidenterweise probieren wir überall, aber besonders natürlich auch da, wo Leute wohnen, so am besten, am nächsten gut nicht hier Terrain zu impactieren durch die Projekte, die wir so gut am Straßenbau wie auch bei der Cervel oder auch bei Luxtram haben. Wir wissen auch, das geht nicht immer klar, nicht immer. An der doten Straße haben wir das natürlich auch versichert. Das sind in den letzten Monaten intensiv geguckt, die für die ganze Straßenachse vom Rang wie nach immer Richtung Eismund zu regeln. Das haben wir auch zum Dir gemerkt. Wir haben mit der Cervel und mit Fertigsprüche, dass wir die auf ihren Terrain River geregelt sind, also die Straße versät haben, für so Mann wie möglich zu machen. Und letzte Woche habe ich die definitiv an Priseplänen freigehen. Und in der nächsten Woche werden auch Gespräche mit verschiedenen Anwohnern gefordert gehen. Das aber so, dass wann du Kleinstück Gerd oder auf Finalmord sie gibt für pure Garagen, wann die müsste wegfallen, bitte man den Leuten selbstverständlich Ersatzplätzen, Ersatzgaragen un. Ich will darauf hinweisen, wir haben schon ein Haus länger Kauf, ob der spitzt. Das ist bei 100 Terrain als Staat, da lassen sich Ersatzmöglichkeiten schaffen, also brauchen wir sich Sorgen zu machen, dass wann du eine Garage hast, an dem Mist laut dem Priseplan wegkommen, da kriegt niemand run, ob dem Terrain, den der Staat hat, selbstverständlich vom Staat auch das gebaut, wie das sich gehört. Aber nämlich auch viel Geld. Ich meine, wenn wir Kleinstücke an Prise brauchen, dann werden wir schon mit den Leuten konstruktiv Gespräche führen und sie dementsprechend indemnisieren. Wie gesagt, definitiv ein Priseplan. Also just fertig, das wirklich 2 Wochen, eine andere Woche, also fertig gehen. An dem Komitee d'Akquisition vom Staat wird sind, wenn ich gut an Erinnerung sind 3 Häuser, wo Gerd Hannen minimal betroffen sind, wird die kontaktieren und mit ihnen die Gespräche führen. Ich will aber auch so, dass am Vielfalt schon einige Gespräche gesehen, dass die Möglichkeit kennt zu tun, das nicht, dass man Leute überraschen, dass du was früher auch Gestalt geben kann ich auch nur vollziehen von einem Anwohner. Aber die brauchst sich keine Sorgen zu machen. Wir werden durch schon Lösungen finden, konstruktive Lösungen finden, die für jeden auch hier nur können akzeptabel sein. Gut, dann die zweite Frage. Aktuell sind Derbechten Pont Büchler nach am Gang und das für den größten Impact auf den Trafik Howald, mehr speziell rund um den Rangweg an Direktion Rond-Point Glück. Sind die Erbechten Pont Büchler aufgeschlossen, ihre mit den Erbechten vom Tram Quartier Howald Last geht, für so ein komplettes Verkehrschaos zu verhindern. Als Anwohner vom Quartier Boneweg sind ich dem Tram gegenüber ganz positiv angestellt. Für allerdings können besser davon zu profitieren, wie ein Ausbau vom Velosreso von Boneweg auf den Howald der große Plus. Als viel gesehen, für einen Ausbau von der Velosphäre über den Plateau Boneweg Howald zu machen.
Mal zum Pont Büchler. Ich meine, das hat den Nabil auch schon aus seiner Präsentation gesagt. Die Arbeiten gehen am Juni aufgeschlossen von der Straßenbauverwaltung des Jahres. Dann sind zwar auch nach Donau auf der Brücke Arbeiten, das ist aber bei einem reservierten Teil, das steht ein Trafik nicht von, weil die fast Brücke verbreitert gehen, vielleicht auch 2 Tramspuren da drauf kriegen. Das heißt, das steht gut mit dem Trafik, das schafft Luxtram auf ihrem Trasse, den dann neu gebaut ist. Das ist die Arbeiten, die wie vom Herr gesagt, die steuern sind, die sind im Juni ganz fertig. Wir fangen wieder gesehen und am Frühjahr, März, April an mit den Arbeiten. An die ersten Arbeiten werden sind verliehen von der Drossbach. Das heißt, bis wir wirklich und die mit komplex Arbeiten kommen, die nach mehr Angriff von der Verkehr als der Pont Büchler ganz fertig, weil das ja der Juni aufgeschlossen ist. Dann zu der Frage mit den Velospisten. Also wir bauen natürlich, wir haben eng national Velospist definiert, nationalen PC, wie nennt Piste cyclable national, wo die Städte dadurch zuständig sind, die geht dann von Kirch durch die Stadt. Die könnt von der Luxexpo heim Kirchbirch, hast du schon einen guten Teil gebaut, die Lummerlänschen Tramse gebaut an der Avenue de la Liberté, die geht weiter auf die Gare, geht dann noch weiter Richtung die neue N3, Länschen Tram, bis über die Brücke an der Bande Gasbrech, bis auf den Pol d'Echange, also bei der Park N3, da müssen sie gut noch nach dann du könntest Express verlos Piberger noch können op Beetebusch, die wir dann auch 2 Uhr fertig sind. Also da das der Rückstrang van den Souverturen, die mir quechte Staat bauen an Lohn natürlich den Zaubringer, wie die froh die ha gestaltt hast, dat mischt sicherlich sinn fir Verbonewech op de Pol die change oder op die Pol de change nie hat Zobringer Velospisten ze bauen. Mit dat awer kommunalkompetenze schmengen do muss Stadt Lützeburg an ihrem egenen Velosresultat fir gesinn. Gut, dann die dritte Frage, da kommen wir Busfroen. Ich wollte fragen, wie ihr viel gesehen hast, dass Leute, die an der aktuellen Situation mit dem Bus von der Gare Lützeburg oder vom Arrêt Dernier Sol in Richtung Alzing-Freisee fahren, dann in Zukunft hingehen von Tram bis Viert. Sind da aber weiterhin direkt Busse viel gesehen oder muss ich mit dem Tram auf den Pol d'Echange Howald fahren und dann auf den Bus umklammen? Aber wann ich muss umklammen, wie werden die Bussen da vom Pol d'Echange auf Alzing fahren? Iwer trut de Bettenbourg oder iwwer trut de Thionville? Also an dem heite Fall eng positiv Antwort wette weiterhin méigich sinn man Bus vun der Gare och op die Bodenweger seit vun der Gare mat eng Bus direkt op Alzing auf Handing zu fuhren, also Antwort ja, dat fährt bleiwen. An Busse werden iwwer trutte Thionville op Hesper opfuhren. An enger mit ganz später Vers van och nach de Kontournement vun Alzing bis fertig ass, da gëtt dat fir de Bus enke och een zusätzliche Qualitätssprung, weil wir bauen die Kontournement jo net nëmmer wins dem Auto, mé och echtens fir Hesper ze berouge, mé och fir dem Bus dann eng mé gros Priorität ze gin, datch da werd die all Thionvillestroos, die werd ganz ernstnechtes Funktionalitéite kreen, zréckgebaut gin, da werd eng Bus bedrop kommen, datch de Bus fährt da bequem, ohne am Stau zu stechen, op Thionvillestroos kommen, an dann River bei der Pol d'Echange Bonnewich so wie Dolo hier gesetzt. Voilà, dann noch eng Fro vum Bus gouf direkt Pomo gefrot, op Bussen Viergesiegin vum Raum Fenting, Hesper, Alzing fir direkt Richtung Pol d'Echange Howald zu kommen. Also auch so Linien, die sind aktuell an der Ausschreibung, also im Judiment die große Ausschreibung Lävepowder für den ganzen RGTS-Reso, und du hast so eng Linie dran, an die gehen Ende des Jahres angefordert. Wir feiern die aber wahrscheinlich über Troute Thionville, weil der Moment unmöglich ist, für Bus priorisieren Ausnahmen an der Rue de Bettenbourg zu machen, weil das ging der Bus am Hang am Stau stoen, also die Krimmer auch geplant, dat ging immens Retarre fairen dürfe die Linie iwwer Thionvillestroos fuhren. Wie das viel gesehen. Dann eng froh fir iwwer de Velo am Kader vun der Präsentation vun der Arrivé vum Tram Howald ging als interesseiere, wéi eng Trasse parallel fir de Velo geplant sinn. Sin aufgetrennte Velospisten ganzen Trasse geplant, ginne dëm bidirektionell Piste wéi an der Avenue de la Liberté, déi net so ideal sinn, sinn Howald Aufstellméiglechkete fir de Velo fir gesinn, an ass eng Verkeiersberouigung mat Velospisten an der Route Thionville fir gesinn.
Ich froh sind aufgetrennte Velospisten im ganzen Trasse geplant, ja. Weil da das klar, wie ich immer so, und wir bauen nicht einen Tram mit multimodal Korridore, wo man ganz Mobilitätsketten berücksichtigen. Das heißt, wenn der Tram bis fertig ist, soll man ein bisschen überspitzt, da kann ich vom Findel ob der Sturm am Velo fahren, ohne Probleme auf aufgetrennten Velospisten. Gehen sie bidirektionell, wie an der Avenue der Liberté, deels. Man muss natürlich immer gucken noch im öffentlichen Raum, also sie gehen aufgetrennt, das ist ganz klar, aber sie gehen plätzeweise, ich hatte schon ein Bild gewesen an der Rue des Sierres, da sind sie auf den zwei Seiten, können die Velospiste aufgetrennt, also nicht bidirektionell, mit plätzeweise werden noch Stecker kommen, wo bidirektionell sind, also ein bisschen eine gemischte Situation. Sind Howald Aufstellmöglichkeiten für den Velo vorgesehen? Ja, schon gesagt, an meiner Präsentation, du könnt sogar Howald bei der neuen Gare richten Velosparking hin, so ähnlich wie Morfetten auf der Gare Zentralbau, und du wird zwar innerirdisch gebaut, hier geht das da überirdisch, also das wird alles vorgesehen. Und dann als eine Verkehrsberuhigung mit Velospisten auf der Route Thionville vorgesehen, selbstverständlich, wenn der Kontournement hessbar an alles bis fertig ist, der Bau mat Route will ganz ernst op, da gëtt eng richtig normal flott urban Stroos, wo Busspur wo Velospiste nie kommen, so wie dat sich gehört. Gut, da wären eng froh iwwer de Pol d'Echange op do Velosparkhaus fir gesinn hat méch Wéi kommen Echtzeitpanoen an alle Busareen zu hessbar oder ass dat net geplant. Grad fir den Tram as et wichtig ze wëssen, wie nie e Bus zum Beispiel genau fortfährt eng Maré fir op den Tram kënnen Pol d'Echange ze klammen. Den Stern ekipéiert Jo am Fong mégest de Dalsengeré mat d'Echtzeit Pano Welt gëtt natierg Lokisen, wo Monte an Descent final Monte ket jo hebstechen dé net Descent ass de Kerl mit Monte vun de Leiit, wo déi mi schwer ass wke dat joch haut Handy duch als App kann an Echtzeit kucken. Wir probieren aber hauptsächlich an den urbanen Raum möglichst viel Arenen mit Echtzeitpannen zu ekipieren. Und auch an dem doten Raum hessbar kommen dann eine ganze Serie dabei, ganz sicher. Also wir probieren eben, wie gesagt, dass wir eine flächendeckende Situation durch das Zusammenspiel von der App mit den Panoen, aber wie gesagt, urbaner Raum an hessbar ganz sicher kommen da eine ganze Serie bei, wo wirklich Pano der Echtzeit angewiesen wird. Ich will an einem so profitieren, fir ze so wieviel Leiit als Nowen nokucken, ich muss so hunn no definitiv all Rekord gebracht. Hat der Owen schon viel Nowentummer 900 Leiit, die geschalt sind, dat ist enorm. Ich will aber dürfe der Gemeng Hesper vun Haiiers ganz grosse Mercisoen, die aus immens viel geholle vun fir hier Bierger zu mobiliseieren, so unzuschreiben an de Schmengen dat das Flot die zusammenbestichte Männer, die Moment mat der Gemeng Hesper hunn. Kommen noläit dats eng froh doch zum Kontur enke op ze schwätzen an de Schmenge, wann man so schaffen, da kommen wir richtig gut weiter. Gut, da kommen wir lo zu den Froen, die am Laufe der Präsentation oder kurz fir run rakommen sinn haier seg Awohnerin aus der Rue Scholer, August Scholer um Howald. Dat sind déi Leiit, die zwischen dem Kaktus Hobby an dem Rang W am Fong sinn, an die durch Verbrederung, wie en do an das Leute gesinn huet, hier een Sichtschutz wäsch kreien. Do ginn et spezifisch Froen fir allem zum Schallschutz an zu der Mauer, die iwwer der Stützmauer kënnt. Wéi héigers déi wie lang hummer mengg an der Präsentatiun gesinn, op der lengt an Leiit Froen fir an Zukunft de Sichtschutz an noch e Schallschutz ze kreien, well natelech mat méi Trafik gerechen gët. Also schmengen Herr Biel huet schon gewiesen, wéi man dat machen, dat meigest Leiit protegéiert sinn. An du könnt jo net nimmen, dat den Tram mi déif gelecht gëtt, mé och owen Drpp nach eng Schaltschutzmauer, an die gëtt 3 Meter héich, also dat Schoklo, du brauchen sech keng Sichen ze machen, so wie den Tram do firiert, die Leiit, die do wohnen, sie ganz schon net betraff vun denen Visanzen. Dann eng froh vun eng Hesper Bierger déi Fréetfinien so e Livestream kenint machen vum Kantonmmer allzing hessbar, wie lo an dem Dossier geht. Also och geschwënn. Ich hoffe nach immer, dat man et kënne machen, oni am Livestream live sur Platz zu hessbar kënne machen, weil mir viel zu weisen. Wir sind noch wirklich mat den Etüden wirklich die aufgeschloss, den Dossier as Pratz.
Wir hoffen ganz, also ich hoffe nicht ganz klar, dass man an die ganz öffentliche Prozedur gemüht oder eine ganz komplizierte Prozedur, weil ihr wisst, die Kantonnummer geht gebaut, die geht durch eine Natura 2000 Zone, da das natürlich ein bisschen mehr kompliziert. Mineralvariante geguckt, inklusive wäre mir wichtig, noch sogar Tunnelvarianten analysieren gelos, für das man nicht vergessen, dass man alle Possibilitäten gucken. Und ich hatte mit der Gemeinde, mit dem Chefrat von der Gemeinde Hesper, eine ganz gute Entrevue für eine noch nicht so lange Zeit, wo wir zusammen gesprochen haben, wie wir das so umgehen. Weil wir am Ministerium dadurch geguckt, dann noch mit der Straßenbauverwaltung zusammen geguckt, wenn wir die Konturen bauen, und ich meine, Tietfried hat gesehen aus meiner Präsentation, aus denen Sachen, die ich gesagt habe, wenn es Konturen am Land berechtigt, dass dann also den Doten, weil durch den Doten kriegen wir eine ganz andere Situation für den Verkehr en general. Nicht nur, nicht nur für den Autosverkehr, sondern für die ganzen Verkehrsmobilitätsketten kriegen wir Möglichkeiten, natürlich also für Hesper und für seine Anwohner extrem wichtig, weil das möchte man Hesper kann das ganz anders gestalten. Und dafür hat man vieles geguckt, am Detail, entretemps schon, dass über die Kontournummer rausgeht, wo man auch mit der Gemeinde Hesper eine Arbeitsgruppe zusammen noch gesagt haben, für am Detail zu gucken, wie können wir dann den Hesper Bierger, den Alzinger Bierger Lebensqualität zurückgehen. Wie können wir den Strassenreso ähnlich organisieren, Verkehrsberuhigung dran, die Straßen wie flott, man noch das Gemeinde Hesper kann wie viele Plätze aménagieren, richtig einen Wirtschaftskrieg. Und wie gesagt, mit einem ganz konstruktiv zusammenarbeiten. Ich gehe davon aus, dass die öffentliche Prozedur bis zum Sommer soll aufgeschlossen sein. Das heißt, da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn wir, ich gehe mal so, nicht durchstellen gesehen, dass wir können live etwas machen, wenn die Sanitärsituation erlaubt, dann wird man das machen. Vielleicht machen wir auch etwas Hybrides, dass wir so, wir machen zum Teil live, mit Ummeldung, wenn das erlaubt, und auch nach über Drohnen, über Livestream. Man muss da gucken, was möglich ist. Mir ganz klar, ich meine, ich gehe mal so, nur der Ostervakanz fährt die öffentliche Veranstaltung da sind. Und dann lassen wir auch die Prozedur anlaufen. Ich meine, du wirst das viel gesehen. Die gehen die ganzen Dossiers, das sind richtig Bürger, die gehen auf der Gemeinde ausgelöscht. Hilfreich kann du an die Dokumente an sich dran kriegen. Und dann kriegen wir auch Davien von der Gemeinde, also von den Gemengen, sind nicht nur Gemeinde Hesper, aber auch die nördlichen Gemengen müssen ein Navi aufgehen. Alles das will man bis zum Sommer aufschließen, sodass ich ein Dossier komplett fertig machen kann. Am September kann der Regierungsrat sich definitiv festlegen für eine Variante, mit all dem, was da gehört. Und mein Objektiv ist, dass ich das Finanzierungsgesetz oder den Avant-Projet Detail kann auf der Variante fertig machen. Und dann dieser Legislaturperiode Parlament kann den Finanzierungsgesetz stimmen, für das Derbischten direkt können dann noch lassen. Also das ist ein Timing, wie man nur vier gesehen haben. Natürlich an der Prozedur, da das für mich schwer vorausgesehen, wie die wird verlaufen. Das hängt davon ab, ob wir Rekurre kriegen. Weil wir sehen, wie gesagt, am Kontournummer in der Natur 2000 sind wir dran. Wir sind aber optimistisch. Wir haben so viel abgepasst und so viel geguckt. So gut, es war mir absolut wichtig, für an der Prozedur nicht mehr keine Fehler zu machen, dass wir alle Tüten ordentlich gemacht haben. Weil das garantiert, dass man nicht immer auf die KSD per zurückfeiern. Die können genug Kontournummer am Land, wo das geschieht ist. Da verliert ihr nur 5, 10, 15 Jahre. Und das will ich absolut evitieren. Die heute Kurel, die muss sitzen, ich mal, wir wollen nur gerne etwas machen, weil durch nur von 4 bis 100 klappt. Aber wie gesagt, wir haben eine exzellente Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hesper. Dafür sind ich wirklich ganz optimistisch, dass wir dadurch gut über die Bühne kriegen. Und dann, als das letzte Puzzlestück an dem Ganzen, was wir heute präsentiert haben, wird dann natürlich Gewett gebaut geben. Gut, wir sprangen ein bisschen inhaltlich hin hier, weil ich froh so viel lesen, wie sie bei uns rankommen sind. Hier ist froh, die ist ein bisschen außerhalb vom Perimeter, mir aber interessant für Gestalt zu gehen. Ich frage den Herr, ob der Stadt der Gär, wie nicht möglich ist, mit der Unterführung bis auf die Kehen zu kommen, wo die Busse sind, auf der Rokat. Weil am Moment die Leute müssen auf die Kehen rauf und dann über die Passerelle rübergehen, was ein bisschen abenteuerlich ist, für allem, wenn die Leute denken, mit Mobilität.
Dat ass eng absolut legitim all froh sowieso legitim berechtigt méi die du ass besonnech legitiméet berechtigt, well ma jo donner ëmmer an eng Provisorium och sinn an die eich gut Novel ass dat ma am Juni dëst Joer die nei Fosgänger Passerell wette Pferderdeschuden, die der mor schon mal Bilder gesinn huet, dat das gut mit vergleiche mat dem ich soll mal bisschen schäbige wat man haut hun wo man froh sind dat man tun natürlich dat das vun der Zerwell vum Belval als Provisorium du hinter gesagt gin me die neu gesät dat en ganz einer Welt der das verglast das belicht das hell freundlich du kommen net nimmen Lifte mé Rolltreppen die können vun der Passerelle op Alkeiro können natürlich op jener seit an déi as Juni gët déi gesät dat das Brief fabrikiert, die gëtt mat Kranen gesät. Wann alles riech geht, wird man nach 400 Summerpaus die können opmachen fir den Trafik, also fir den Fußgängertrafik Fußgänger oder wëlle und die dann da kann den da schon DVD bequem. A bis des Joers soll noch Tunnelle fertig sinn, dat da können den och vun ënnerirdisch vun der Gaszentral also vun der vu den Trammel ukend bis der Boneweg. Du wirst dat den 6. Kei och das Jo fertig gëtt, da werden dann ass die den Ömbau vun der Ger, wenn doch kolossalen Ömbau werden muss sich bedenken, dat das Gaszentral als Tätstück vum Zerwelsreso fir du dran zu schaffen, as schon net einfach an Schmengen Zerwell dat wirklich gut hikrit fir am Timing so wie man vier gesinn hatten, de ganze Chantier zu gerieren, trotz Corona, dat ich die 5. und 6. Käsen nach fertig, da werden nach Gleiserbechte kommen, die a so viel gesi werden am Timing. Da geht et herbsche Trëmmes fir nach zusätzlich Gleiser zu bauen. Me dat werd bis Ende des Jahres alles ziemlich aufgeschlossen an dann wird fir allem fir de Pol die Change Boneweg op der Rokat fir River zu kommen, wird dat viel mehr bequem wie haut aus. Gut, dann hummer eng Reihe frohen, die genau gotten bis an eng Richtung dofir sammelne Stelle mal ze summen. Min haut ganz viel iwwer die neue N3 geschwert an sinn natürlich Javun vun der alle N3, die sich so ja, wat geschieht mat dem Transon. Do mo nach Durchgangstrafik sinn, wat kann in se Sto firstellen, gëtt dat Trick gebaut, kann in du se de Wëloman, dat sinn am Funk die zentral froh, wat geschieht am Funk mat der Route Thionville vun Haut. Also Route Thionville soll am Fong flotten urbane Boulevard gehen oder Stroß gehen, wie will nennen, die natürlich Velospiste 4 gesäit, flott tritt wären, wo man am besten kein Durchgangsverkehr mehr hun, also kann ich durch vor selbstverständlich die nie zougemerkt oder den Shared Space. Ich könnte mir aber zum Beispiel eng 30er Zone vorstellen, das ist noch alles nicht, da sind wir noch am Detailplan, du musst noch mit der Gemeinde Howald, also Pardo Hesper, Howald, Gemeinde Hesper, mit der Stadt Lützeburg gucken gemeinsam, wie das soll gestaltet gehen, mit dem Objektiv als für aus der Erlachtung wie die Straße eng Flotstroos zu machen, déi méi fir Mënschen do ass wo man eben de ganzen Trafik verléert hunn eben op die neien drei, die man jo fir DW bauen, an die joch vun der Accessibilitéit hier auch noch vun do wo Leiit kommen ganz Äner Meigkeeten der bit moos, man dann noch de Kontournemmer vun Hesper Alzing fährt schon wie dat haut de Fall ass. Voilà, dann ass eng Vorer kom dat Rëm net de Perimeter vun Haut, well man jo am Ufang vun der Pariser Platz geschwert hunn, ass froh wéi die Wëlospist iwwer d Pariser Platz kéint opgemerk gin an op der ganze neue Avenue. Ma do och eng ganz gut Novel, die ass am März geht am Prinzip op. Di ass am Fong gebaut dat se jo schon. mir brauchen de Ment nach bësse fir die Chantien, fir d'Trittwer fertig ze machen an so weiter. Alles de Raum do defir ass dat net optimal. Me dat geht awer lo ganz rapid, dat die geht de März op. Wir sind noch am Gang natürlich zusammen zu schaffen mit der Stadt Lützeburg, weil da fuhren wir dann an den Dorischer Straße geht es ran und dann kommen wir da, stoßen wir da auf die Piste, die Stadt Lützeburg schon gebaut wird, an der Avenue de la Gare. Und da wird gemeinsam geguckt, für da auf die Gare zu kommen. Und da fuhren wir mit Velo-Lensch Gare und dann Richtung Boneweg, hier wird die Büchler, von Büchler, wo alles auch viel gesehen hast in Zukunft. Also, wie viel klar zu sehen, ab dem März kann in ganz sicher bequem am Velo vun der Gare bis iwwer Bad Luxexpo fuhren ganzen Trasse op enger aufgetretener Wëlospist Stadt dat ze so, geht bëssen vermmeert as Dram, die vermmeger nach Fëllung geht. Voilà, an dann eng lacht froh. Ech géif gre wëssen, op den direkten Zugang fir Fausgänger gëtt vum
Park and Ride Howalter, das dann also den aktuellen Park and Ride Süd, wie noch genannt wird, op de Pol d'Echange. Da sind ich lo, soweit ich informiert, sie hat die Park and Ride ja zurückgebaut. An ungefähr derselbe fast. Ja, also das die Park and Ride, die man gebaut wurden mir rezent, das Gemeng das nicht un das ganz klar immer gesagt das provisorischen weil das Staatsterra du soll enke urban Apps geschehen nur nach mit dem Terra weil dir geht am Anfang durch den neue Park and Ride den Urwen auf der Kloster gebaut wird von 2000 Plätzen. Ich meine den du Tabil wie viele Plätze nicht den du die wird 400 tun oder selbst. Also mit Kaden von 2000 am Platz öwen op der Kloster. Voilà, für alles. Bei mir so normalfalls denke ganz große Merci wie gesagt für die enorm Zuel von Leute, die nur geguckt wurden, für dat so lange als nur gelascht hat. Wie gesagt Keier wiederholen denke E-Mail-Adresse communication@mtp.eta.lu, das die E-Mail-Adresse wann dann nach zusätzlich frohen Hut oder Schmurde afhalen checkt der ran, da kriegt er auch eng schriftlich Antwort von uns an der wird man die auch mal publizieren an dann für den Rest wie gesagt die ganz Präsentation könnt ihr im Internet sieht rohflöten an dat Geheben denke ich alles gucken. Ich wünsche nicht für den Rest ganz schönen Abend.